Als der Fischer heimkam, hat er nicht schlecht gestaunt. Seine Frau sitzt auf einem Bänkchen vor einem prächtigen Haus. Und sie hat gestrahlt. «Siehst du, was habe ich gesagt? Komm rein schauen, es ist wunderschön.» Sie hat den Mann an der Hand genommen und hat ihm alles gezeigt. «Mal, Frau, das ist dann schön. Und gell, so soll es auch bleiben.» Die Freude der Frau hat aber nur etwa eine Woche lang gedauert. Dann hat sie gesagt: «Ma, ich finde das Haus zwar schon schön, aber irgendwie ein bisschen eng. Also wenn der Put schon zaubern kann, dann könnt ihr sicher machen, dass wir statt einem Haus ein Schloss hätten.» «Ah, Frau, was sollen wir in einem Schloss wohnen? Das Haus ist doch gross genug für uns zwei.» Aber die Frau hat nicht gelassen. «Tu nicht so dumm. Gang und ruf im Put. Der erfüllt uns sicher den Wunsch.» Als der Mann zum Meer kam, war das noch trüber. Dunkelgrün, violett und schlammig. Der Fischer hat laut gerufen: «Montier, Montier, Timpete, Poutier, Poutier in dem See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich's gern will.» Der Put ist aufgetaucht und hat gefragt: «Was will sie denn?» «Ah, weisst, sie möchte in einem Schloss wohnen.» «Gang nur heim, sie hat schon eins.» Als der Mann heimkommt, ist doch tatsächlich dort, wo das Haus war, ein Schloss gestanden. Und die Frau hat geschwärmt: «Komm rein, es ist wunderschön. Die Diener hat es auch, wir müssen nicht mehr selber arbeiten.» Als der Mann durchs Schloss läuft, ist er nicht mehr zum Staunen ausgekommen. Auf dem Boden hatte es Teppich mit den schönsten Mustern. Feine Seidentapeten an den Wänden. Die Türen der Zimmer waren gold verziert. Auf langen Tisch ist das feinste Essen und Trinken gestanden. An der Tele Kronleuchter aus Kristall. Hinter dem Schloss hatte es eine Kutsche mit weissen Rössern vorne dran und rund ums Schloss einen prächtigen Garten. Ja, das ist wirklich wunderbar. Aber Frau Gell, jetzt sind wir zufrieden. Aber als die Frau am nächsten Morgen in ihrem grossen Himmelbett verwacht ist und zum Fenster raus hat geschaut, hat sie das herrliche Land gesehen. Die saftigen, wiesengrünen Wälder, Ackerfelder, Berge und Flüsse. Da hat sie den Mann geweckt und gesagt: «Mann, stand auf, schau raus. Oh, wenn wir schon ein Schloss haben, dann sollten wir doch auch noch König und Königinnen sein über das Land. Gang zum Put und sag ihm das.»